Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus dem Rosengarten in Bern. Heute haben wir folgende 2 Themen für eure Sendung. Der Biber ist los, warum er trotz Schäden niemandem schadet. Und im Skigebiet Engelberg-Titlis ist eine Gondel abgestürzt mit tragischen Folgen. Im Moment ist der Biber besonders fleissig. Entlang der Aare fällt er Bäume und baut Dämme, die Überschwemmungen verursachen und Spaziergänger gefährden. Trotzdem sagt eine neue Studie vom Bundesamt für Umwelt, dass der Biber sowohl für die Natur als auch für uns Menschen besonders von Vorteil ist. Meine Kollegin Alexandra Inniger ist für uns auf einer Biber-Exkursion und hat herausgefunden, warum das so ist. Jedes Jahr im Frühling haben wir ein Angebot, das Biberfrühling heisst. Und dort bieten wir an verschiedenen Orten in der Schweiz Exkursionen anbieten für die Bevölkerung. Und die Bevölkerung kann nachher mit den Exkursionsleitenden in ein Gebiet gehen, wie hier in Welp, wo wir heute sind, und Biberspuren entdecken. Weil der Biber, der ist eigentlich der grosse Baumeister in unserer Tierwelt, der kann Landschaften gestalten. Der Biber macht ganz grosse Ökosystemleistungen für die Natur. Er wertet eigentlich den Lebensraum Ufer und Gewässer auf und davon profitieren Amphibien, Libellen und andere Gewässerbewohner. Für mich ist es so faszinierend, dass ein Tier so die Landschaft gestalten kann und durch seine Tätigkeiten zeigt, wo auch wir an den Gewässern zu wenig Raum haben. Er lebt eigentlich im Radius von 10 bis 20 Metern links und rechts, zum Beispiel hier von der Aare. Und wenn es ein Gewässer hat, wo eben dann zu klein, also der Gewässerraum sehr eng ist, dort kann es dann mal passieren, dass er eben dann einen Damm baut und dann tut er seinen Lebensraum so gestalten, dass er anschwimmen zu seinem Bau und unter Wasser in den Bau hineinkommen. Weil das ist für ihn wichtig. Wenn er das nicht machen muss, dann baut er auch keinen Damm, wenn der Lebensraum stimmt. Durch unsere dicht besiedelte Schweiz gibt es in engen Landschaften auch Nutzungskonflikte. Und da muss man einfach zwischen Mensch und Biber eine Lösung finden, damit beide miteinander leben können. Aber mit heutigen Möglichkeiten und Gesprächen miteinander, denke ich, sind Problemlösungsfindungen möglich. Jetzt kommen wir noch zu einer traurigen Nachricht. Gestern ist im Skigebiet Engelberg-Titlis eine Gondel abgestürzt. In der Gondel war eine Person, die sich tödliche Verletzungen zugezogen hat. Ein möglicher Grund für den Unfall war der starke Wind. Im Beitrag nimmt die Kantonspolizei Nidwalden und der CEO der Titlisbahnen Stellung dazu. Kurz vor der 11 hat die Kantonspolizei Nidwalden die Meldung bekommen von einem Gondelabsturz im Gebiet Trübsee. Die Situation vor Ort hat gezeigt, dass die Titlis-Expressbahn von Engelberg in Richtung Stand kurz nach der Mittelstation Trübsee eine Gondel abgestürzt ist, Richtung Schlechtes Matt. Sie hat sich dabei mehrfach überschlagen. Zum Zeitpunkt des Unfalls hat sich in der Gondel eine Person allein aufgehalten. Die hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Wir bedauern das außerordentlich. Das ist für uns unvorhergesehen. Also wirklich, das ist aus heiterem Himmel gekommen. Haben wir das nicht vorstellen können, dass auch an dem Ort, wo es passiert ist, das passiert dort. Und selbstverständlich sind wir in der Natur, in den Bergen. Wir haben Gefahren, die auf das System einwirken, Kräfte, die auf das System einwirken. Und für uns ist wichtig, dass wir auch da wirklich auch bei der Familie sind und die auch entsprechend unterstützen können. Ja, es ist so, dass bei 40 Stundenkilometern so ein Bahnsystem gibt es einen Windalarm, da gibt es eine erhöhte Aufmerksamkeit von der Bediensteten, was passiert mit der Anlage.
Und bei 60 Stundenkilometern gibt es den sogenannten Windalarm, wo man die Anlage stilllegen muss oder sie gerne in Betrieb nicht darf. Und wie war das heute? Das können wir momentan nicht sagen. Wir sind genau diese Windwerte sind wir am Anschauen. Was man aber sicher kann sagen, es war von Anfang an ein schwieriger Tag gewesen. Wir wünschen den Angehörigen in dieser schweren Zeit ganz viel Kraft. Das war es vom heutigen Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr entweder in unserer App oder auf www.plattformj.ch. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird sein, erfahrt ihr gerade im Anschluss von unseren Meteo-News-Kollegen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und macht's gut. Tschüss zusammen. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Viel Sonne hat man heute am Donnerstag wieder tanken. Zum Teil sind aber auch ein paar dünne Wolkenfelder über den Himmel gezogen. Gross gestört haben die aber der Sonnenschein nicht. Und es geht auch morgen am Freitag im ähnlichen Stil weiter. Wir liegen auch am Freitag am südlichen Rand von dem Hochdruckgebiet mit Zentrum über der Nordsee in einer Beisenströmung. Die Luft, die einfließt, ist also immer noch recht trocken. Der Freitag startet dann grundsätzlich wieder recht sonnig mit vereinzelt dünnen hohen Wolkenfeldern. Ist der Morgen nicht mehr so wolkenlos wie am heutigen Donnerstag. Die Temperaturen die liegen zum Start den Tag rund um den Gefrierpunkt herum. Lokal kann es hier auch noch ein bisschen leichten Frost mit dabei haben. Tagsüber ziehen dann immer wieder hohe Wolkenfelder über den Himmel, sonst passiert nicht wirklich viel. Es ist schlicht und einfach ein weiterer recht sonniger Frühlingstag, bei dem ganz klar die Sonne das Sagen hat. Die Temperaturen die reichen Höchstwert von etwa 12 bis 14 Grad. Beise bläst am Morgen aber weiterhin, ist aber meistens nur schwach. Und auch auf den Bergen kommt der Wind aus Nordost, bläst dort mäßig. 0-Grenze die liegt knapp unter 2000 Meter. Auf 3000 Meter haben wir es um die minus 5 Grad. Am Samstag bleibt es überwiegend sonnig. Über den Bergen haben wir dann vermehrt Quellwolken. Nur ein geringes Niederschlagsrisiko. Das Ganze bei um die 12 Grad unter einer leichten Beise. Am Sonntag und am Montag haben wir einen veränderlichen Mix aus Wolken und viel Sonnenschein. Am Sonntag haben wir im Mittelland zuerst noch ein paar Hochnebelfetzen und im Oberland ein leicht erhöhtes Niederschlagsrisiko. Das Ganze bei etwa 11 bis 12 Grad unter einer schwachen bis mäßigen Beise. Soviel zum aktuellen Wetter. Wünsche ich Ihnen noch ganz guten Rest der Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.